von euch da draussen war früher auch in einem Kasperli-Theater. Ich sage euch, als Kind war das Comedy Gold. Haben wir das heutzutage noch? Ist das noch so ein Ding, wo so Kinder hingehen? Ich bin ehrlich, bis vorher mal wieder googeln, Kasperli-Theater, und ich muss sagen, das erste Bild, das ich von ihm gesehen habe, habe ich gedacht, ach du meine Güte, wie habe ich früher keine Angst vor dem. Ich muss ganz ehrlich sein, Kasperli-Theater früher war wie Kino. Ich war voll im Film drin. Oder Kasperli dort irgendwie etwas gehabt, dann hat er fast Schlägerei angefangen mit einem. Kasperli-Theater war wirklich filmreif. Klingt jetzt mega dumm, aber mein Herz ist gebrochen worden, als ich herausgefunden habe, dass es eine Person spielt mit seinen Händen. Ich frage nicht wie, aber ich habe gemeint, der Kasperli sei ein echter Mensch, okay? Das würde mich wirklich mal interessieren, wer von euch ist wirklich mal so einem Kasperli-Theater gewesen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wisst ihr, was nie hat dürfen fehlen an so einem Kasperli-Theater? Richtig, Snooshi. Snooshi war nämlich der Schutz vor bösen Sachen, aber auch für spannende Sachen, dann zum im Maul catchen. Mama ist immer gerne mit mir dort gegangen, weil sie es einfach herzig gefunden hat, das Kinderlachen. Hat es eigentlich vom Kasperli irgendwie so einen Story-Hintergrund, oder ist das einfach mal so gewesen? Oder hat es irgendwelche Kassetten oder so, die du hast anhören früher als Kind? Ich bin ehrlich, ich bin einfach nur ab und zu gegangen, aber das hat mir gelangt und ich habe es geil gefunden. Sag mir, das war das Beste gewesen. Mami ist gekommen und gesagt, heute am Abend gehen wir an ein Kasperli-Theater, und ich bin auf und runter gekumpelt. Gibt es eigentlich noch so andere Personen, außer so jetzt ein Kasperli, die man noch kennen werden kann? Weil mir fallen fast keine mehr ein.